Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, wir machen heute das Thema Sadio Mané mal rund. Sadio Mané verlässt unser Verein Richtung Saudi-Arabien. Genauere Details sind jetzt noch nicht wirklich bekannt. Ja, was so geschrieben ist, dass wir die Ablösesumme, die wir bezahlt haben, wieder rausbekommen. Wir sind ihn von der Gehaltsliste los, hört sich schwierig an. Ja, aber so muss man das leider sehen. Und von daher ist, ja, der Gehaltsplatz frei für einen Harry Kane oder einen sonstigen Stürmer. So muss man das leider sehen. Ist für so eine Art Spieler ein unwürdiger Abgang, wie ich finde. Und ja, ist ein bisschen traurig, geben wir auch nicht so ein ganz gutes Bild als Verein ab, denke ich. Aber ja, dass man das so klar kommuniziert hat, finde ich den richtigen Weg. Ja, und der Verein steht an erster Stelle, ja, und ich denke, Sadio hätte es gerne weiter versucht bei uns. Das ist ja das, was er kommuniziert hat. Auch irgendwo verständlich bei dem Gehalt, was er bezogen hat, aber das hat sich ja jetzt nochmal geändert. Sehr wahrscheinlich zum positiven Sinne. Aber natürlich aus sportlicher Sicht ist es natürlich was anderes, ob du bei uns oder generell in Europa beim großen Club spielst und die Champions League spielst oder irgendwo in Saudi-Arabien vor dich hindümpelst und da irgendwie mit 30% Leistung auf dem Platz agierst. Von daher kann ich das Zögern schon verstehen und von daher wird da mit Sicherheit auch einiges an Gehalt fließen, damit der gute Mann sich das überhaupt antut. Gut. Das mal zu den Fakten. Kommen wir mal ein bisschen zu meiner Meinung. Also ich denke schon, habe ich ja auch schon in den vergangenen Videos gesagt, ich denke, dass sich ein Sadio Mané bei uns schon hätte durchsetzen können. Gar keine Frage. Das erste Jahr war halt einfach super unglücklich. Muss man mal ganz klar so sagen. Ja, er ist eigentlich einigermaßen gut reingekommen. Das große Problem war, dass er zu einer Zeit in die Mannschaft gekommen ist, wo er dann der Neuner sein sollte. Dann war er nicht der Neuner, dann war Gnabry der Neuner. Wir haben also nicht wirklich einen richtigen Neuner gehabt, das, was er gewohnt ist. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Ja, dass man ihn als Neuner verpflichtet hat, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das war vielleicht irgendwie ein Gedanke, dass er die Rolle vielleicht mal ausfüllen kann. Konnte er nicht. Haben wir gesehen, völlig verschenkt auf der Position, hat er gar keinen Zugriff zum Spiel gehabt. Wie gesagt, der Einstand war eigentlich okay. Und dann kam halt die Verletzung. Ja, das ist der große Knackpunkt gewesen. Dadurch die WM verpasst, was jetzt bei ihm eher negativ war wie positiv. Danach schwer gehabt, wieder reinzukommen, schwer gehabt, überhaupt ins Team zu kommen. Und das Traurigste ist immer so, man hat die ganze Zeit danach nicht einmal das Gefühl gehabt, so dass er Teil des Teams ist. Ja. Dass sich irgendein Spieler mit ihm, für ihn freut, wenn mal irgendwas gut gelaufen ist. Problem ist, es ist auch nicht so viel gut gelaufen. Dazu gab es dann noch die Schelle da mit Leroy. Da weiß man jetzt nicht, was dahinter steckt. Ja, ich kenne die Argumentation früher, Lothar und Lisa und Frank und Arjen und so. Darf man auch immer nicht vergessen, dass das eine andere Zeit war. Ja? Guckt euch die weichgespülten Charaktere heutzutage an. Da ist sowas dann halt zu Recht vielleicht noch mal ein bisschen mehr verpönt, ja, als es damals war. Wie gesagt, damals hat man, je nachdem aus welchem Grund natürlich auch, aber damals hast du einfach noch Typen gehabt, dann hast du ein Bierchen zusammengetrunken oder sonst was und hast das aus der Welt geräumt. Haben wir gesehen bei Lisa und Lothar, bei Arjen und Frank und bei Arjen und Frank war es sogar noch super positiv. Danach wurden sie noch sehr gute Freunde. Das war hier anscheinend nicht der Fall. Na klar, wurde es nach außen kommuniziert. Jo, alles ist tutti, alles ist geregelt. Aber man hat von außen schon das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft ihm das nicht verziehen hat. Wenn man so das Auftreten gesehen hat, man hat ihn auch nicht einmal so wie auf dem Bild, wo er mal ein bisschen glücklich rüberkommt. So war immer nur so ein gequältes Lächeln von ihm, ob es auf dem Platz war, ob es neben Platz war. Ja, und ich denke, er hätte keine faire Chance gekriegt in dieser Mannschaft.
Ja, weil da einfach zu viel Clique ist und zu viel Grüppchen und die haben sich anscheinend ihre Meinung gebildet und haben ihn ein bisschen ausgegrenzt. Zumindest kam es von außen so rüber. Man weiß es natürlich nicht, ist nur meine persönliche Meinung. Ich denke, sportlich hat er mit Sicherheit das Niveau eines Gnabrys oder eines Sanés, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Konnte er bei uns leider nie so richtig zeigen. Wie gesagt, die Anfangsphase ja, aber dann die Verletzung und dann, ja. Dass er jetzt den großen Wunsch hatte, nochmal diese Saison zu zeigen, was er kann ich voll verstehen. Dass der Verein den Wunsch hat, ihn abzugeben, weil er halt einfach 22, 23, 24, was weiß ich, wie viele Millionen im Jahr kassiert. Ähnlich wie ein Müller oder Neuer. Wo ich denke, das ist auch so ein bisschen das Problem gewesen innerhalb des Teams. So Sané, Gnabry, Coman und so und Kimmich und Goretzka, da ist schon so ein bisschen, glaube ich, so der Neidfaktor rausgekommen, wie das heutzutage nun mal leider so ist. Das kann ich mir auch schon vorstellen, dass das mit ein Faktor war. Ja, aber dass der Verein dann sagt, ja, wir müssen die Kapazitäten freischaufeln, weil wir einen Weltklasse-Neuner verpflichten wollen, ist dann auch nachvollziehbar. Ja, habe ich gerade schon gesagt, ist nicht die feine Art und Weise und ist auch nicht so dieses Mir Samir, was wir immer predigen. Das haben wir bei Mané auf jeden Fall nicht gezeigt. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Nochmal, ich kann es verstehen, ja, logisch, aber ja, man kann es auch genauso kritisch sehen, wie mit dem Spieler umgegangen wurde, meiner Meinung nach. Aber immer noch besser, man kommuniziert das klar mit ihm, als wie, keine Ahnung, man kommuniziert das nicht so klar und lässt ihn außen vor oder sowas. Ne? Von daher denke ich, ist das schon so der richtige Weg gewesen. Ja, leider konnte er sich bei uns nicht durchsetzen. Ich denke, er hat die Qualität, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ja, auf der anderen Seite kann man halt auch nachfragen, warum hat ein Klopp oder ein FC Liverpool ein Mané einfach so abgegeben. Ja? Wir sehen gerade, wie das ist, wenn Vereine um ihre Spieler kämpfen, siehe Walker, siehe Kane. Da sieht man, wie schwierig sich diese Verhandlungen erweisen. Und bei Sadio Mané war es gefühlt so, jo, ja, Interesse ist da, jupp, alles klar, nächste Woche bin ich da und freue mich. So, war absoluter Leistungsträger bei Liverpool. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch einfach zwischenmenschlich nicht gepasst in der Mannschaft. Ich weiß nicht. Ja, Vorschusslorbeeren, aber gut, man berichtet ja auch nicht, wenn man einen Spieler verpflichtet, oh wow, das ist jetzt aber ein super Arschloch in der Kabine oder sowas. Nee, da wird ja immer berichtet, ja, ist menschlich ein Top-Typ und bla und Sülz. Kann auch alles sein, kann ich nicht beurteilen, kann keiner von uns beurteilen. Fakt ist, irgendwas hat zwischenmenschlich nicht gestimmt. Ja? Oder es war halt einfach der Neidfaktor, was er bei uns an Gehalt bekommen hat. Alles andere kann kein Faktor sein, weil sportlich war er auf einer Höhe mit Gnabry und Sané in der Zeit, wo er fit war. Nach der Verletzung, alles klar, das brauchen wir nicht groß beurteilen, dass das da schwer ist, wieder auf das Niveau zu kommen, dass das dauert, ist klar. Man hätte ihn jetzt, in dieser Saison hätte man ihn beurteilen können, sportlich, wenn nicht wieder irgendeine schwere Verletzung dazugekommen wäre. Aber die Chance hat man ihm nun mal nicht gegeben. Ich wünsche ihm auf jeden Fall nur alles Gute. Ist ein bisschen schade, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich hätte ihn gern noch mal ein Jahr bei uns gesehen, aber dann hätte halt einfach einer von den anderen 3 Offensiven gehen müssen. Ja, und dass die alle keinen Bock haben zu gehen, weil die seit Jahren eingefahren sind und das bei uns gewohnt sind, dass sie nur die Leistung brauchen, die sie bringen. Ist es dann halt leichter, so ein Sadio Mané wieder loszuwerden, der ja doch eine gewisse Strahlkraft hat und ja, der ja anscheinend auch nicht wirklich nochmal so ins Team gepasst hat. Das wird er ja auch selber gemerkt haben. Sonst hätte er sich ja nicht am Ende nicht dazu entschlossen, doch zu wechseln. Dass er natürlich jetzt nach Saudi-Arabien geht, ist einfach seinem Gehalt geschuldet. Ja, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Habe ich auch in dem anderen Video schon gesagt, hätte er gesagt, ich gehe auch zu irgendeinem Verein, der mir nur 12 Millionen zahlt, hätte er mit Sicherheit auch noch einen Verein in Europa gefunden, der ihn gern genommen hätte. Aber
Er hat bei uns mehr verdient wie in Liverpool. Das sagt schon einiges aus. Dann ist es schwierig, welcher Verein soll das zahlen? Außer Paris oder sowas. Ja, die Geld im Überfluss haben. Aber ansonsten, wer soll das Gehalt zahlen? Ja. Und von daher, und dann halt auch aufgrund der Leistungen in der letzten Saison, gerade nach der Verletzung, muss man ja sagen, dann natürlich so eine Schelle verteilen und so, das macht natürlich auch nicht so den guten Eindruck auf andere Clubs in der heutigen Zeit, das muss man auch so sehen. Ja, und dann blieb halt nur noch der Weg Saudi-Arabien. Ja, zumindest wenn man nochmal das verdienen möchte, was man bei uns verdient hat, was wahrscheinlich jetzt das Doppelte sein wird, was man so hört. Ja, I don't know, das muss immer jeder Spieler für sich selber wissen. Ne? Keine Ahnung, wenn ich 31 bin, habe in meiner Karriere alles gewonnen, alles erreicht und ich kann irgendwo in ein Land gehen, wo ich vergöttert werde, wo ich 30% meiner Leistung bringen muss und verdiene in 2 oder 3 Jahren, die ich da bin, genauso viel wie in meiner ganzen Karriere vorher. Wer wird's nicht machen, Leute? Machen wir uns doch nichts vor. Wer wird's nicht machen von uns? Würde jeder machen. Wenn wir uns noch so oft hier hinsetzen und sagen, die Fußballer kriegen den Hals nicht voll. Wenn dein Chef oder wenn mein Chef zu mir kommt und sagt, hier komm, gehst jetzt nach Dänemark, kriegst das 5-fache an Gehalt, brauchst aber nur 30% deiner Leistung da abrufen, ja. Da machst du mal 2 Jahre, dann gucken wir mal weiter. Ja, dann denkt man vielleicht auch darüber nach, ne? Jetzt ein bisschen plakativ gesagt, ihr wisst, was ich meine. Also von daher kann man das schon irgendwo nachvollziehen, dass die Spieler da hingehen. Geld regiert die Welt. Ist halt leider so. Und ja, ich denke gerade im Sport, für uns Normalsterblich ist das natürlich nicht nachzuvollziehen. Ja, das muss man ja auch ganz klar sagen. Also wenn du ein Jahr bei uns bist und 12 Millionen netto gekriegt hast, versteht ihr? Wie sollen wir das als Normalsterbliche wechseln, die 2 oder 3 netto verdienen? Kannst du nicht. Kannst du nicht. Geht in deinen Schädel nicht rein. Ja, aber wenn man das dann aus so einer Sicht seines Sohnes privilegierten Menschen sieht, der so viel Geld hat und kriegt dann nochmal mehr Geld in den Arsch geblasen, ja. Dann sagt man halt, so wie er es auch getan hat, wie es ein Ronaldo getan hat und so weiter, dann sagt man halt, ja, ich nehme die Kohle mit, aufgeschissen. Ja, kann man dann irgendwo verstehen. Wie gesagt, die Zahlen, die da im Umlauf sind, können wir nicht verstehen. Und gerade das Beispiel auch jetzt, keine Ahnung, in ein anderes Land gehen für das 5-fache deines Gehaltes, ja, weiß ich nicht, ob ich das machen würde, aber nur mal so in Relation gesehen, da würden wir als normale Arbeitnehmer halt auch dann anfangen nachzudenken. Ja, das ist ja ganz logisch. Also von daher. Ja, Fazit, leider ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Leider hat er das Pech gehabt, dass er sich verletzt hat. Die andere Sache, er konnte sich halt auch nie so den Status erarbeiten bei uns im Team, glaube ich. Ne? So und ich glaube, er hat vielleicht auch einen anderen Umgang erwartet vielleicht bei uns. Vielleicht hat er gedacht, so, ja, ich gehe jetzt zum FC Bayern und bin da dann gleich auch so der Star, der Gehypte, der ich in Liverpool bin. Ja, das ist bei uns halt ein bisschen anders. Ja. Ich meine, Liverpool hat auch genug Stars und Spieler aber da muss er sich den Status ja auch erstmal verdienen. Und wenn du dann zum FC Bayern kommst, dann musst du dir den Status auch wieder verdienen. Ja. Und da bist du dann auch nicht sofort, yo, ich bin jetzt aber hier Sadio Mané und ich bin's jetzt hier, was ich sage hier vorne ist Gesetz und so weiter. Das läuft halt auch nicht. Ja, das wird auch mit einem Harry Kane nicht laufen, wenn er der Typ dafür wäre. Auch er muss Tore erzielen. Wenn er keine Tore erzielt, keine Leistung bringt, dann wird er auch nicht das Standing haben, was er jetzt in Tottenham hat. Jetzt nur mal als Beispiel, wovon ich jetzt nicht ausgehen würde, weil er schon vom Typ her ein bisschen anders rüberkommt. Aber da weiß ich auch nicht, ob man Sadio vielleicht Unrecht tut. Er war viel zu kurz bei uns. Ja, wir haben ihn viel zu kurz gesehen. Wir haben ihn viel zu selten auf dem Platz gesehen, wegen Verletzung hin und her. Er hatte gar nicht die Zeit, sich richtig zu integrieren irgendwie und man kann seinen Charakter oder sein Auftreten nicht wirklich beurteilen. Also alles, was man so gesehen hat von ihm, war höflich, nett, immer ein Lächeln auf den Lippen, wenn noch gequält. Von daher weiß ich nicht, ob man ihn da Unrecht tut oder nicht. Fakt ist, irgendwas ist in der Mannschaft auf jeden Fall, oder er kam in der Mannschaft nicht an. Ich denke mal, das können wir festhalten. Ich denke, das hat man in den paar Spielen gesehen, die man gesehen hat. Und ja, wie gesagt, nochmal diese Schelle wird er
zu beigetragen haben, dass es halt so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja, das ist meine Aufarbeitung des Falls Sadio Mané. Ich meine, wir haben das Beste draus gemacht, wenn man es jetzt wirtschaftlich sieht. Ja, wir haben halt das Gehalt verfeuert, 22 Mille oder ein paar mehr, keine Ahnung. Aber wir haben die Ablöse wieder drin, wir bleiben nicht auf ihn sitzen, ist kein Bunazar, da sind es nur 4 Mille, die sich jedes Jahr reinzieht, aber ist nicht so ein Fall. Stellt euch mal vor, wir hätten Sadio Mané und ja, er hätte gesagt, nee, ich gehe nicht. So, der hätte dann nur auf der Tribüne gesessen. Ja, was wäre das für ein super GO gewesen? Also von daher sind wir da mit dem blauen Auge davon gekommen. Und ja, man sollte in Zukunft wieder mehr darauf achten, dass die Spieler, die man verpflichtet, halt auch wirklich ins Mannschaftsgefüge passen. Ja, ich denke, Sadio Mané war schon nochmal so ein bisschen so der Profilierungstransfer von Brazzo, der da ja schon so ein bisschen im Raum stand, so Brazzo wird es schwer haben, bei uns zu bleiben. Da war natürlich so, ja, ich habe jetzt aber nochmal einen Sadio für uns rangeholt. War natürlich so ein Fingerzeig von ihm, keine Frage. Und ja, aber ich denke, mit den jetzigen Transfer sieht's ja schon mal besser aus. Ja, obwohl ein Leimer hat auch noch einen Brazzo eingefädelt, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Aber ich denke auch so Min-Jae hat man gesehen, dass er charakterlich, zumindest was man so jetzt die ersten Momente gesehen hat, passt. Ein Guerrero, I don't know, kann ich noch nicht beurteilen, was da so die Beweggründe waren. Da tue ich mich noch ein bisschen schwer. Da bin ich sehr gespannt, wie der sich einfügen wird. Aber ich schweife ab, darum soll es hier nicht gehen. Hier soll es darum gehen, dass wir sagen, auf Wiedersehen Sadio Mané. Und ich wünsche ihm alles Gute. In seinen Ausklingzeit seiner Karriere jetzt da hinten nochmal die Kohle einsacken, ist völlig legitim. Würde ich wahrscheinlich nicht anders machen an seiner Position. Ist ein bisschen unwürdiger Abschied aus Europa, wie ich finde, für ihn. Ja, er hat die deutsche Meisterschaft nochmal mitgenommen, aber hat da auch nicht wirklich in der Zeit, in den letzten Spielen da irgendwie viel beigesteuert. Von daher tut mir das schon ein bisschen leid für ihn, ja, für die Karriere, die er da so hatte in England und auch davor, dass es dann so ein klein bisschen unrühmliches Ende in Europa hatte. Aber so ist das Fußballgeschäft, so ist das im Sport heutzutage und in diesem Sinne, meine Meinung, haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr eine andere habt oder ihr es genauso seht. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund, bis dann, tschüssi.